Ottilia steckt den Kopf durchs Loch in der Gefängnismauer. Dann packt sie jemanden an den Haar und zieht sie auf die andere Seite. Aua! Aua! Jetzt schau her. Eine vornehme junge Dame. Stand auf! Weisst Ottilia. Vor der Ottilia steht eine Frau. Die Ottilia ist in einer neuen Gefängniszelle gelandet. Überall im Dunkeln sind fremde Frauen. Es stinkt nach Dreck und Schweiß. Was macht eine wie du im Herzog Klaus-Betz im Gefängnis? Im Herzog Klaus-Betz im Gefängnis? Weisst du etwa nicht, wo du bist? Ich weiss nicht einmal, wo sie ist. Aber ich bin vom Herzog Nickbert eingesperrt worden. Was? Das Loch da führt die Schlossteil vom Herzog Nickbert über? Jostein? Ja. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Was macht eine wie du da im Gefängnis? Ich bin beim Herzog Nickbert eingebrochen. Eingebrochen? Schau jetzt! Beeindruckend. Es geht so. Sie haben mich ja verwünscht. Die fremde Frau fängt auf einmal an laut zu lachen. Und das Lachen passt so überhaupt nicht in ein Gefängnisloch. Es gehört viel mehr raus in die Freiheit. Ich habe auch mal als Einbrecherin angefangen. Aber nicht an Land, sondern auf dem Wasser. Du bist eine Piratin? Das ist längst vorbei. Man hat mich festgenommen, weil ich für die Freiheit kämpfe. Genau, Freiheit. Ich bin um die ganze Welt gereist und überall habe ich Menschen gesehen, die unterdrückt werden. Darum kämpfe ich jetzt für die Freiheit mit meinem echten Namen. Petronella von Revolt. Freiheit! Die Macht dürfen nicht die Herzogin und die Herzog haben. Sie veranstalten Bankett, während das Volk hungert. Freiheit! In dieser Stadt da herrscht, glaube ich, auch nicht so viel Freiheit. Nein, es ist ein schlimmer Ort. Die Herzog haben ja sogar die Weihnachten verboten. Die Fasnachten? Die Weihnachten. Die kennst du natürlich nicht, wenn du von da bist. Du bist zu jung. Aber was ist Weihnachten? Was passiert am 24. Dezember? Dann hat der Herzog Geburtstag und wir feiern Herzogsnachten. Alle geben am Herzog Herzogsgeschenkli und schauen zu, wie er um den Herzogsbaum herumtanzt. Jetzt stell dir das alles einfach mal mit dem Wort Weihnacht statt Herzog vor. Weihnachtsgeschenkli. Weihnachtsbaum. Weihnachten. Das klingt komisch. Glaub es. Ausserhalb von dieser Stadt sieht man das genau umgekehrt. Wir haben viele Verbündete in der Stadt. Wir werden das Schloss stürmen, die Herzog absetzen und die Weihnachten zurückerobern. Das ist der Plan. Das einzige Problem ist, wie du siehst, dass wir im Moment alle eingesperrt sind. Der Herzog Klaus-Betz hat alle Bettler und Landstreicher zusammengetrieben und einsperren. Hat der Herzog Nickbert das auch gemacht? Der macht das ja gar kein Bankett. Sein Ballsaal und sein Bankettsaal sind abbrennt. Du weißt sehr viel über die beiden Herzöge. Wer bist du eigentlich? Ich weiss, wer sie ist. Ein Kind mit den Haufen Narben im Gesicht zeigt auf Ottilia. Das ist im Herzog Klaus-Betz seine jüngste Tochter. Ich habe sie gesehen, als ich in der Küche geschafft habe. Ein Herzog seine Tochter? Ich kann es erklären. Sie haben dich hierher geschickt, um uns auszuspionieren. Nein, ich probiere nur meinem Freund zu helfen. Er heisst Amund. Er schafft an meiner Küche. Der Säulehirt. Lüg mich nicht an. Soll eine Herzogstochter etwa mit dem Säulehirt befreundet sein? Bitte, lasst mir zu. Gut, erzähl. Alles hat damit angefangen, dass ich am Abend einen Stern am Himmel gesehen habe. Ich hatte gedacht, das sei ein Wunschstern. Ottilia erzählt alles. Wie sie den Amund getroffen hat, vom Rezept für das Musso Blamage und wie sie am verkleideten Herzog Nickbert nachgeschlichen ist. Und jetzt muss ich unbedingt zurück zum Bankett und meinem Vater alles erklären. Sonst wird der Amund von der Matikora gefressen. Bitte, ihr müsst mir glauben. Ich glaube, sie lügt. Sie lügt doch. Ich glaub dir. Dann sorgen wir jetzt dafür, dass du da rauskommst. Und was passiert mit euch? Ich bin schon aus schlimmeren Gefängnis ausgebrochen als aus dem hier. Wächter, aufmachen! Der hat einen Fehler gemacht. Ein Fehler, wo dir dafür geköpft werden. Was schreist du so? Dir hat die jüngste Tochter vom Herzog eingesperrt. Tochter vom Herzog? Das ist gut. Habe ich noch nie gehört. Wenn ihr mich jetzt sofort rauslässt, verrate ich meinem Vater vielleicht nichts. Junge Herzogin, Jesus, natürlich, sofort. Jawohl, Ottilia.
Komm und hilf dem Mammut. Was mache ich? Tschüss, Petronella. Wir sehen uns hoffentlich bald. Der Wächter lässt Ottilia raus und schließt die Tür hinter ihr ab. Ich muss passieren. Jetzt will ich meinen Onkel entlarven. Der Amund ist auf dem Weg zum Basilisk. Er läuft und läuft. Je näher er am Basilisk im Sumpf kommt, desto wärmer wird's. Kein Schnee mehr weit und breit. Der Boden ist jetzt sumpfig und lehmig und der Gestank wird immer schlimmer. Wie kann etwas nur so grusig stinken? Es erinnert mich an... Faule Eier, verdorbene Meeresfrüchte, alte Fischsterben, ranziges Fleisch. Weh! Wenn ich nur etwas hätte, das gut schmeckt. Moment. Ottilia hat mir doch etwas mitgegeben. Der Amund sucht in seinem Säckchen und holt das Nastüchli mit den getrockneten Lavendelzweigen raus. Oh, das schmeckt gut. So gut. So kann ich weiterlaufen. Der Amund kommt immer tiefer in den Sumpf hinein. Dicke Nebelschwaden steigen vom Boden auf und schimmern gruselig im Mondlicht. Was ist das für ein Geräusch? Die Nebelschwaden lösen sich auf und dort, mitten in einem riesigen Nest aus Schilf und toten Bäumen, liegt